Ja, hallo und willkommen zum neuen Projekt auf dem Kanal Swiss Let's Play Together. Mit mir, Nickname Silverlight, und wir schauen uns schnell das Video an. Nach dem Verlust des Rings und Isildurs Tod lebten die Völker Mittelerdes 1000 Jahre lang in Frieden. Doch Sauron war nicht tot. Er war nur in den Schatten gestürzt. Und schließlich regte sich das Böse erneut. Arnor, das nördliche Königreich der Menschen, das Reich der Erben Isildurs. Dieses Reich war voller Hoffnung, doch es drohte unter den engstirnigen Streitereien der Menschen zu zerbrechen. Und so kam es, dass ein Bürgerkrieg die Dunedain schwächte und das Land in 3 Teile spaltete. Rudor, das kleinste und schwächste Königreich der Dunedain. Cardolan, das Land der Hügelgräber, in denen die Vorväter der Dunedain einst ihre letzte Ruhe fanden. Und schließlich Arthedain, das mächtigste der nördlichen Reiche, in dessen Hauptstadt Fornos noch immer die Erben Isildurs herrschten. Es war zu der Zeit des 8. Königs von Arthedain, als sich im fernen Angmar das Böse regte. Hier, in den verderbten Landen, die sich jenseits der Ettenöden befinden, leben die schwarzen Númenor. Und einer, ein Hexenmeister von enormer Macht, wird von ihnen der Hexenkönig genannt. Dieser trägt die Eisenkrone nur aus einem einzigen Grund, um die Dunedain und ganz Arnor zu vernichten. Ja, da haben wir das Video gesehen, das Intro. Und der Hexenkönig, und wir spielen dem seine Armee in diesem Game. Ja, noch zu mir, ich bin eben Silverlight und rede Schweizerdeutsch. Es geht noch weiter. Um die stolzen und eigensinnigen Völker Angmars zu einen. Der Legende nach ragte hier in längst vergangenen Zeiten eine mächtige Festung der Dunkelheit gen Himmel, deren Reste sich düster in den Bergen erheben. Sobald diese Bastion in neuem Glanz erstrahlt, unterwerfen sich die schwarzen Númenor und die nördlichen Trollstämme der Macht der Eisenkrone. Hier, im Schatten dieser dunklen Gipfel, errichten wir eine Feste, um das nördliche Königreich zu stürzen. Das Böse ist hier zu Hause, vor allem die schwarzen Númenor. Menschen leben Bosheit und Herrschsucht. Wir nähren müssen. Was ist das? Ein Trollkrieger, der kämpft wie ein Schwertmeister. Er wäre in der Tat ein nützlicher Diener. Ja, da haben wir noch die erste Aufgabe. Mit dem Hexenkönig und dem Morgomir. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eben, das ist ein Schweizer Commentary. Und ja, ich bin Berner. Wegen dem ist es halt Berndeutsch. Trolls des Nordens, was führt dich an diesen Ort? Ja, großer Stücken Menschen mit Eisengesicht, die leben in alten Ruinen im Norden, wo Toll kämpft gegen Toll. Rogas sammeln Trolle und nehmen Fleisch und Gold von Menschen in grünem Land. Ich bin dein Schicksal, Rogash, nicht die Suche nach Abfall. Unterstelle deine Brüder meinem Banner und ich verspreche euch Gold, Fleisch und endlose Ströme von Blut, die ihr vergießen. Eine Stunde ist gekommen. Ja, jetzt haben wir die 3. Wir marschieren. Dieses Land wird leicht. Und ja, in der ersten Mission müssen wir Angmar vereinen. Um dann die Menschen erobern.
mit Kämpfen sofort neuer Meister spricht. Die Menschen bringen euch dazu, euch gegenseitig zu bekämpfen. Aber wenn es das Blut der Menschen ist, nach dem ihr lechzt, dann sollt ihr es bekommen. Und schon haben wir drauf auf unserer Seite. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Dann haben wir noch Missionen. Hexenkönig, Morgomir und Rogash auf Stufe 4. Und dann noch da. Ah, der Hexenkönig muss überleben. Ja. Sonst nicht. Dann gehen wir mal. Die ersten Gegner. Rogash hat einen coolen Sprungangriff. Mit dem kann er viel auf einmal vernichten. Aber jetzt muss er sich noch ein bisschen aufleveln. Ah, jetzt ist er schon Level 2. Ja, die Parts können ein bisschen lang gehen. Ja, auf Missionen auch lang gehen. Mit dem wäre es höchstwahrscheinlich... Wir müssen zu den 3 Bauplätzen vorstoßen und alle Feinde dort vernichten. Ja, ich werde es höchstwahrscheinlich in 2 Teile müssen tun, also eine Mission. Und dann kommt die zweite. Jetzt aber vorwärts. Wir sind auf ein paar Schneetrollsklaven gestoßen. Wenn wir ihre Wachen erschlagen, folgen sie uns. Ah, einfache Aufgabe. Ich lasse das mal der Rogash schlagen. Menschen aus Angmar. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Die Schlacht hat begonnen. Die gefangenen Schneetrolle haben sich uns angeschlossen. Da haben wir noch mehr. Die gefangenen Schneetrolle haben sich uns angeschlossen. Ende des Westens ist nah. Eine Stunde. Wir müssen 3 Festungsplätze rein. Und jetzt gehen wir mal zur ersten. Ein Lager der schwarzen Numenor. Steigt sie nieder und nehmt die Mühle. Der Feind greift unsere Truppen an. Rogash treibt sich noch da hinten umeinander. Aber meine Hauptarmee tut das schon machen. Ist nicht trauen. Sie ist stark genau gegen so Bogenschützen. Ich kann mal... Ah nein, das ist uns. Und schon sollten wir es geschafft haben. Und wir gehen zum nächsten. Wir haben einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Und wie ihr da seht, wird da eine Festung gemacht. Und die müssen wir dann verteidigen. Gegen Angreifende. Die wollen logischerweise ihre Plätze zurück. Die Story finde ich auch noch cool. Es ist eine Geschichte, die in den Filmen gar nicht vorkommt. Also ja. Und diese schwarzen Numenor haben eine Dunkelstahlschmiede. Erschlagt sie und sie gehört uns. Für Land auf Eisen! können wir auch Zauber wählen. Da empfiehlt sich... Ja, die Reisen sind wichtig für mich. Ich weiß nicht, ob es... Todespreis ist noch nützlich. Das zeige ich Ihnen noch warum. Ja, da macht unsere Trolle das schön sehr stören. Und dann können wir auch schon zum dritten gehen, wenn die letzten 3... wie lange geht das?
haben wir ja noch ein paar. Ich kann unten bleiben, alle. Der Rogasch muss noch ein Level aufsteigen, meine ich. Und dann, ja, haben wir sein Bonusziel erreicht. Der muss nämlich auf Stufe 4. Rogasch, los. Ja, er läuft gerade so blöd umeinander. Wir haben die Dunkelstahlschmiede genommen. Mit ihrer Hilfe können wir Steinschleuder ausbilden und unsere Truppen mit Dunkelstahlwaffen und Rüstungen versorgen. Ja, Katapulte sind nützlich gegen Gebäude. Aber ja, in dieser Mission brauchen wir es noch Wir haben nicht. einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Wir marschieren. Oh nein, jetzt kommt... Oh. Kommt her. Mal mit den Helden voraus. Also ja. Da! Ein Zwerg der Hügeltrolle wird angegriffen. Er könnte nützlich sein. Gebt ihn nicht auf! Wir haben eine unserer Festungen fertiggestellt. Wir haben eine neue Festung errichtet. Ich kann mal da ein bisschen Zeug bewachen. Wir haben die schwarzen Numenor besiegt und den Zwerg erobert. Jetzt können wir Trolle und Wölfe rekrutieren. Ja, rekrutieren wir gerade mal ein paar. Und der Baumeister kann ja... Arma muss erstarken. Also ich kann ja schon bauen. Habe ich nicht gewusst. Arbeitet für die Eis. Dass die Trolle nicht sehen, dass sie Kann ich mal schön ein bisschen Rohstoff bekommen. Das ist immer gut. Denn mit Geld kann man alles kaufen. Wie im wahren Leben. Sport für den Hexenkönig. Ja, wenn die kommen... Ne. Die... Was? Aha. Ja, es gibt da Kommentarspunkte. Sieht man unten links, wo der Pfeilrad ist. Ja, und ja, man darf einfach nicht mehr als jetzt da in dieser Mission 1000 haben. Jedes Mal, wenn man Einheiten macht, wird es erhöht. Das finde ich echt blöd. So kann man halt keine grosse Armee machen, aber ja, vielleicht ist es so gut so, es ist keine Ahnung was wird. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Gut. Baut es stark. Und jetzt geht's zum letzten. Dunkler König stark. Ich gehe. Oh nein. Wir sind auf einen Feuerdrachen gestoßen. Rogas nehmen grünes Land. Das Blutvergießen hat begonnen. Wo sind Menschen zu Eisenkrone ruft. Für Land aus Eisen. Sie fallen in Schar. Oh nein, oh nein, oh nein. Der darf nicht sterben. Wird leiden. Ich werde mich rächen. Oh, jetzt hat er so blöd viel Leben verloren. Darf man nicht unterschätzen. Boah, jetzt hat's gelegt. Tötet es. Ich glaube, es gibt irgendetwas, wenn man seine Höhle zerstört. Ja, ich glaube, wir machen noch ein paar Truppen. Schade, kann man noch keinen Numenor machen. Ich bin der Erbe des Dunkelherrschers. Ich bin der Erste unter des Königs Mann. Legionen, marschiert! Morgomir ist sozusagen am Hexenkönig seine rechte Hand. Sein Diener, ja, kann einfach seine... Einfach sein... ja, keine Ahnung. Eben, Diener. Und jetzt noch das letzte Einsatzziel. Und dann würde ich wahrscheinlich mal... ja, das unterbrechen. Und wir sehen uns... ja, nein, noch nicht. Unsere Truppen haben den Feind Oh, gesichtet. das ist ja mal gross. Auf in die Schlacht! Oh gosh. Jetzt sieht man mal seine Fähigkeit.
Und mit seiner Fähigkeit hat er uns den Drogenfügung gemacht. Er kämpft jetzt für uns und kann hier mal gerade angreifen. Die Orkbogenschützen da. Währenddessen unsere neue Fähigkeit. Gefrorenes Land. Das erhöht Angriff und Verteidigung von Truppen, zum Beispiel von denen. Wie ihr da seht, mit dem gelben Zeug, das sie Hunger dran haben. Sobald wir das endlich mal geschafft haben. Der ist auch da für uns, der grusige Typ. Hölder. Die ist auch schwächer geworden. Im Vergleich zum Schlacht mit Leer 1 jedenfalls. Ja. Ziemlich, dort sind sie noch recht stark. Aber sie sind immer noch nützlich. Für so kleinere Aufgaben. Ja, und ich würde sagen, damit beende ich mal das Let's Play. Es hat mich gefreut. Und der zweite Part folgt. Und wenn wir dann die Angriffe der Numenor müssen abwehren und unterwerfen. Und ich freue mich. Bis dann und tschüss.